Jo, was läuft? Was geht, wie steht? Wie hängt's, wie läuft's? Also, so schnell nach dem letzten Video schon wieder ein neues zu bringen, habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar überraschenderweise kommt etwas, was ich jetzt nicht gedacht habe, dass ich es habe, und zwar nochmal etwas von Celebration. Aber nicht, was ihr denkt, ich habe meine Finger immer noch nicht an eine Ultra Premium Collection Box bekommen, außer ich zahle halt wirklich das Dreifache von dem. Aber was ich halt nicht will, weil so dringend habe ich es jetzt nicht nötig, sondern überraschenderweise ein Seller, wo ich gerne Zeugs verkauft, wo ich Zeugs kaufe von dem. Weil der hat aus irgendeinem Grund Celebration Celebration wurde verpannt und Fusion Strike auch, was mich sehr enttäuscht hat, weil ich lieb's von dem eigentlich einkaufen. Aber was er angeboten hat stattdessen ist die japanische 25th Anniversary Collection, was mich sehr überrascht hat, dass er das angeboten hat, der Seller, weil ich liebe es von dem Einkauf, ich habe gefunden, komm, und zu einem recht normalen Preis, weil die meisten verlangen für das 150, 130, ab und zu kranke 200 Stutz für das, nur weil es halt eine Premium japanische Collection ist. Ja, wenn so kleine Packungen von der Japaner, ihr seht ja die dahinter, die da, das ist so, hat ja 30 Packlist drin, die haben weitaus weniger drin, ich glaube 10 oder vielleicht 15 neu, ich weiß es nicht. Das hat nicht viel drin, das hat ein bisschen mehr als die englische, pro Pack 5 Karten anstatt 4, aber hier hast du halt wirklich nur Celebrations drin. Machen wir das auch, aber bevor wir machen, der Typ hat noch, also der Laden, ich weiß nicht, ob es eine Person ist oder mehrere, hat noch ein kleines Goodie Bag geschickt. Und zwar wieder so ein Gym-Packli und noch ein paar andere Kleinigkeiten, wo wir gerade schauen, was er so schön reingetan hat. Und zwar wieder mal so ein Teil, wo du den Laden besuchen kannst von denen. Dann ein Merci für den Einkauf, viel Freude, bla bla. Und was ich immer so gerne, was sie schicken, sind so die kleinen Goodies. Geil, ein Jesse-Sticker, ein Misty, den ich schon habe von denen. Kanimani hat er geheißen, kann ich mich noch erinnern. Ich vergesse immer seinen Namen, ich weiß nicht warum, Alter. Das ist aber so ein mega Bootleg-artig gefunden, habe ich das Gefühl, Alter. What the fuck? Ich habe gemeint, das ist so Ocarina aus Zelda mal von hinten, Mann, Alter. Das ist fucking Arbok, Mann, Alter. What the hell? Ja gut, dann haben wir da. Bevor wir anfangen, gehe ich mal rein und mache mal gerade den auf. Das ist eine singuläre Karte, die halt wahrscheinlich nur so nichts drin ist. Weil er verkauft das, weiss ich, so in einem Bundle es hat 1 bis 16 und ich glaube, du bekommst immer die gleiche Karte. Ich glaube, das ist egal eigentlich, was du bestellst. Aber oh shit, no way. Yo. Ein Pikachu, Alter. No way, das ist ja geil. Ich habe die Karte. Oh wow, habe ich es wirklich geschafft, die Karte ein bisschen zu krümmen. Ja super, ich habe es ein bisschen versaut, aber ja komm, ich habe nie vor die Karte graden, deswegen nicht so schnell. Aber geile Karte auf jeden Fall. Ja, eigentlich solltest du, wenn du so eine einzelne Karte hast, eigentlich eine Schere, Schnippe oben dran machen und dann auspacken. Nicht so wie ich, wie ein Dödel. Aber ja, Jungs, ich mache geschwind alles ready und dann fangen wir an. So Jungs, so sieht die Packung aus. An der Seite haben wir die verschiedenen Celebrations. Wie ihr seht, recht viele Designs haben wir schon gesehen, und zwar aus den normalen Celebrations. All die, was ihr gesehen habt, zum Beispiel die Lily, die ich so gerne habe, mit dem kleinen Cosmog, die zwei Legendaries, Dings, Mew, Yveltal und wie auch immer der andere geheißen hat, weiss nicht. Was ich aber auch noch von denen gekauft habe, ist, es ist jetzt auch ein bisschen teuer gewesen, ist das da gewesen. Es sieht genau gleich aus, aber es hat einen Unterschied. Wenn ihr jetzt schaut, hinten dran sieht man es, okay. Da innen sind auch ein paar Päckchen drin von Kärtchen. Ich sehe 4. Aber was du auch noch bekommst da innen, ist so eine spezielle Münze von Chansey und ein spezieller 25th Anniversary Promo Päckchen, wo ich keine Ahnung habe, was da drin ist. Ob das random ist oder ob du einen bekommst oder was auch immer. Deswegen bin ich gespannt, weil das ist 25 und ja, für die werde ich wahrscheinlich jetzt schauen, dass ich eine Share kaufe. Weil das ist wahrscheinlich auch eine singuläre Karte und die werde ich nicht versauen. So, und hier haben wir es. Klopp und top. Und hier haben wir ein paar schöne Packlist für Celebrations. Wie viel haben wir da drin? Und zwar, wow, okay, das ist ein bisschen mehr als ich erwartet habe. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Wenn ich verzählt. Ich habe eigentlich so 15 gedacht, aber es sind wahrscheinlich 15, haben wir wahrscheinlich verzählt. So, haben wir die. Und zum Schluss machen wir dann die anderen kleinen Päckchen auf als Bonus. Aber fangen wir mal. Nein, bevor wir anfangen, ich werde noch schnell Dings machen, dass der Müll sich nicht blöd ansammelt. Ihr müsst mich entschuldigen, Boys, ich nehme gerade auch noch die Schere. Da ist noch ein geiler Ninetales Sticker und wir fangen wir jetzt an. Jetzt können wir uns ohne Sorge. Also,
Die Frage ist, wie ist der Kartentrick da? Ich probiere mal den typischen 1 für und dann schauen wir mal. Also, die sollst du eigentlich auch so aufmachen wie die andere, aber weil das dicker ist, damit die Karte, glaube ich, ein bisschen dichter raus. Also. So, wow, das ist wie die erste japanische Karte gesehen, also so im Bundle. Also, 1 für, haben wir gesagt. Und fangen wir mal an. Also, wir haben ganz vorne, oder ist es doch nicht? Wow, Alter, what the hell? Bro, what? Das sieht ja hure geil aus, Alter. What the fuck? Das ist der Pikachu, aber wir sehen den Effekt, Mann, Alter. Hure geil, Alter. Immerhin hat es noch einen Unterschied, Alter, also im Vergleich zum Englischen. Geil, aber das geht insane. Oh, oh, no way, die Energy Cards? So in dem Stil? Alter, das habe ich schon immer wollen, Alter. Ich habe zwar schon ein paar von denen, aber ich sage nicht nein zu diesen Metallic Cards. Hure geil, Alter. Wow, das habe ich jetzt nicht cool gesehen, Alter. Ja, da. Da und da. Wie es aussieht, muss ich in dem Fall gar nicht, gar keine Karte kriegen. Einfach aufmachen und Spaß haben, oder ist das richtig? Ja, schauen wir mal. Also. Okay, dann machen wir auf da. Dann nehmen wir da. Ja, okay, eigentlich müsste ich das fortschmeißen. Und drehen wir das so fort. Und das ist ab vorne werden wir. Ja, geil. Also, eigentlich wäre es. Ja, okay, das wäre halt auch blöd, ein bisschen mühsam, wie wir die ganze Zeit machen. Deswegen lassen wir es einfach. Machen wir es einfach auf und wir gehen einfach durch. Nice, Alter. Eine Metallkarte, die metallic aussieht. Das sieht so geil aus, Alter. Ich. Froh, dass ich das Päckchen kaufe. Nur wegen diesen Karten, Mann. Das ist so geil, Alter. Sonst sehen sie eigentlich genau gleich aus wie der englische, außer dass das 25th Anniversary anders aussieht in Japan aus irgendeinem Grund. Und ja, schauen wir mal, was haben wir da zum Schluss. Und zwar, okay, in dem Fall ist der letzte Slot hinterher für Dings. Jetzt ist meine Frage, haben wir hier eigentlich, das ist jetzt die Karte, haben wir hier eigentlich auch so alte Karten, weißt du, so wie halt jetzt beim Englischen die ganze Zeit, wo man halt ab und zu kann. So wie jeder zweite, dritte Päckchen, das wir aufgemacht haben, da würde ich sagen, ist ja immer eine alte Karte eigentlich gewesen. Hat das in dem Fall auch so ein Reprint drin? Ich glaube schon. Ich glaube, das hat auch Reprints drin. Ich habe gesehen, ein paar Leute die Reprints zeigen. Und ich glaube, Dings hat das auch. Jesus Christ, sorry, Jungs. Ein bisschen blöd zum Aufmachen für mich. Sollte ich das eigentlich gerade vorschmeißen. Und welche schöne Karte haben wir vorne? Oh, Alter, die sehen so geil aus, Alter. Ich finde die super, Alter. Oh mein Gott, nur das allein hat sich schon gelohnt, ich ein Päckchen zu kaufen, Alter. Also, hell yeah, scheiß auf die andere Karte. Ich meine, ja, das meiste haben wir schon gesehen. Es ist die englische Version, einfach Dings. Da haben wir die Lily mit ihrem weiterentwickelten Cosmo, wie der immer der heißt. Okay. Die Frage ist halt, ist es jetzt möglich, dass die Oldschool-Karten Secret Rares sind? Das heißt, also in Japan ist eine Sache mega geil, Secret Rares. Du hast eine garantierte, aber wirklich nur eine, weißt du? Und es gibt keine Alt Arts oder so. Oh, die sind so geil. Also Alt Arts gibt es schon, aber die Alt Arts sind die Secret Rare Slots. Das heißt, gut. Oh, what? Das ist anders? What the hell? Cool. Okay, das heißt, der andere ist so ein spezieller gewesen. Geil. Okay, random, Alter. Nice, baby. Wir haben Fat Pikachu VMAX Surf, wo ich schon 4-mal habe, oder 3-mal, Entschuldige. Und jetzt habe ich nochmal auf Japanisch. Geil, kann ich mal Flying Fat Pikachu bekommen, Alter. Das ist so geil, Alter. Oh, Mann. Ich weiß, der Pikachu auf der Packung angetan, nicht jemand anderes. Ja. Und tun Pikachu drauf, Digga. Er ist das Gesicht von Pock. Er verkauft. Er macht Moneys. Er gibt uns viel Money, Geld. Oh, die sind so geil, Alter. Ich hoffe, wir haben zum Schluss von allen eine, Mann, Alter. Ich weiß gar nicht, wie viele Energies das sind. Ich glaube 6 vielleicht. Die Welttal. Oh, Professor Oak, Alter. Das ist geil, Alter. Miu. Dann haben wir. Yo, Pikachu. Die sind random. Hinter euch, glaube ich. Nein, ich würde sagen, ich nehme da nochmal eine Karte. Nein, in dem Fall ist die letzte immer wieder so ein Slot. Oder ab und zu, die drittletzte ist vorher der Pikachu, gell? Interessant. Sehr geile Karte, der Pikachu dort vorne. Holy shit, Alter. Sehr cooler Effekt, Alter. Okay, also, nehmen wir die raus. So, und voilà, wir haben jetzt wieder die Metallic Cards sind. Es
so geil, wirklich. Wir haben wir wirklich bis jetzt kein Dings gesehen, kein Reprint? Herbe überraschend, Alter. Sind die Vitus Rare im Japanischen? Kann das sein, Alter? Das ist ja insane, Alter. What the hell, Alter? Wir haben jetzt nicht Hälfte, 5 vielleicht? Ist das so ein 5 oder ein 6? Ich weiß es jetzt auch nicht, ich zähle nicht. Und wir haben immer noch kein Oldschool ausgepackt, Alter. What the... der ist geil. Ja, Cosmog, Ho. Full Art Professor Oak, nice. Hat es 5 drin. Ich habe das Gefühl, ich habe 4 geholt. Ja, egal. Der ist geil, Alter. Die japanischen Full Arts sind meistens immer Vitus Rare zu machen. Jetzt ist die Frage, zählt das als ein Secret Rare? Oder, weil ich meine, der Pikachu, der so glänzt hat, ist auch so wie speziell gewesen, weißt du? Deswegen, gute Frage. Ja, wir sehen es dann. Wir werden es noch sehen. Wir sind noch nicht ganz durch da. Ich meine, wenn wir die haben, hat es noch ein paar mehr. Da ist wieder der Professor Oak, der geile sich. Mew, der coole Boy. Der Cosmog am Heulen und... Oh, ich denke immer, die ganzen sind mehr. Also ich weiß nicht warum. Obwohl Japanische immer 5 haben. Egal, ob du jetzt den Celebrations Pack... Ja, nicht immer. Stimmt, ich habe vergessen. Das Shiny Star... Nein, Shiny Star V. Oder doch, Shiny Star V hat 10 drin. Das ist so der Premium Pack für Pokémon-Karten. Die nennen das legit Premium... die sind so geil. Dark Energy. Jo. Und... Oh, nice. Ein Pikachu V. Der hat es nicht drin, Dings, gell? Ich glaube, das war der Promo im Englischen. Du musst wirklich den V-Union Pikachu kaufen, um den zu bekommen, Alter. Schon insane, wie die in Japan wirklich da alles in diesen Boxen. Aber wir müssen so wirklich die ganze Zeit so fucking 10 verschiedene Collections kaufen. Alter. Und wenn du wirklich nur die Karte willst und nicht irgendetwas drumherum um die Celebrations Packs, bist du gefickt, du musst legit Dings kaufen, so mit der Figur drin oder mit sonst irgendeinem Boni. Du kannst sie nicht singulär kaufen. Das ist so, ja okay, ich meine, Dings ist auch nicht viel besser gewesen. Wie hat es geheißen? Shining Fates, Alter. Shining Fates, brutales Set zum Aufmachen, aber das 4 drin. Oh, das hat wieder der geile Effekt zum Schluss, Alter. Hure geil. Haben die all das alle immer gehabt zum Schluss? Ich habe nicht geachtet, muss ich ehrlich sagen. Aber damn, das sieht ultra geil aus, wie ein paar Karten den Effekt haben, Alter. Holy shit, man, Alter. Das sieht betrieben geil aus, Alter. Wahrscheinlich. Ich finde das nicht so gut, aber das sieht wirklich geil aus. Aber ich glaube, das ist jetzt die zweite Karte, die wir so gepult haben, die so aussieht. Und ich habe Glück gehabt, ich habe einen von den Pikachus gehabt, der so aussieht. Cool. Weil, ja, ich meine, Pikachu-Karten sind immer begehrt, muss ich sagen. So, ich nehme mal raus und schauen wir mal, was wir da schon schön haben. Kampf Energy, Dings, haben wir wieder einen Pikachu gepult. Da und jetzt habe ich dich. Endlich! Jetzt brauchte ich dich noch in Englisch. Ja, okay, ich könnte einen Stutz 2 ausgeben, um ihn zu bekommen, aber immerhin habe ich dich auf Japanisch. Leck, mir hat es ein bisschen lang gebraucht, um den endlich zu pullen. Look at that thick boy, Alter. Der fliegende thick boy. How loud he coming. Okay, nehmen wir dich da und drehen wir dich um. Und Feuer. Ja, Feuer haben wir noch gehabt. Lugi, Hoho, passend. Lunastra und. Oh, die haben voll vergessen, dass die zwei noch hier. Das ist noch der andere Hund drin, ja. Der andere Hund, Alter. Hund. Jetzt wundere ich mich gerade, gibt es da Oldschool-Karten überhaupt, Alter? Oder ist das ein anderer Pack, Alter? What the hell? Ich habe ohne Scheiß gerade das Gefühl, das gibt's gar nicht, Alter. Ich meine, dann ist der Englisch um einiges besser, wenn es da wirklich keine alte Reprints hat, Alter. What the fuck? Das ist ja hure weird, man, Alter. Das Set ist hure klein, glaube ich. Ja, nur 28, Alter. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, ob der Professor Eich oder so ein Secret Rare ist oder so. Ich glaube aber schon, weil Full Art Karten in Japan sind. Hat das jetzt? Nein, das hat es nicht. Dann haben wir noch 2 von den Booster, die wir aufgemacht haben. Und ja, kann man nicht klagen. Also, das sind ein paar schöne Pulls, ein paar interessante Effekte und einfach die, einfach nur so für mich alleine so schon gelohnt wegen denen, Alter. Die sind so cool, Alter, die mit der Reflection dran. Die sind so dermaßen geil, Alter. Groudon, Kyogre. Es ist gerade am Läuten. Noch schnell die letzte Karte. Wir haben wieder den geilen Effekt. Nice. Und ich komme gerade. So. Wir haben 2. Okay, komm mal, das ist der letzte. Also haben wir noch die paar Päckchen. Alle meine Finger sind
Schwierig auf einmal. So, und schauen wir mal. Tak, tak, tak. Schön Tucker und Psychic. Da und jetzt haben wir noch den Shield Boy. Gut, haben wir alle von den Doggos. Jetzt fällt nur noch. Also, der letzte ist es nicht, Jungs. Also, nur dass sie denken, oh, ist das der letzte? Gay. Nein, das ist nicht der letzte. Wir haben noch 6 oder so. Das ist wieder Pikachu. Jesus Christ, der kommt oft in diesem Päckchen vor. Alle. Was ist der überhaupt für eine Nummer? Er ist Nummer 1 von 28. Der Original, der OG. Und zum Schluss haben wir wieder eine von diesen geilen Karten. Alter, ich wundere mich gerade, was das ist. Ist das so wie ein spezieller Reverse, den du ab und zu pullen kannst? Alle? Interessant. Also, wir haben ein ganzes Pack von denen aufgemacht. Und meine Frage ist jetzt wirklich eine Sache. Und zwar, hat es alte Karten in dem rein, Mann? Also, jetzt ohne Scheiß, Mann. Also, wir haben jetzt 16 oder 15 Boosters, wie viele immer da rein sind, aufgemacht. Wie viele sind überhaupt da rein, Mann, in einem ganzen Pack? Nintendo. S8A. Steht nicht drauf, for sale in Japan only. Ja, genau. Nein, eigentlich schon, aber. Ja, I guess. Also, Jungs, machen wir noch schnell den Nachstuf. Und. Meine Finger. Meine Wurstfinger. So. Wir haben noch ein ganz kleines Päckchen voll mit denen. Und zwar haben wir. Also voll, ich übertreibe es jetzt. Yikes, also für das, was die verlangt haben, für das ist nicht viel drin. 4 kleine noch Päckchen. Okay, interessant. Dann ist da noch der eine Spezialpäckchen, wo sehr kurios ist, was da rein sein könnte. Da verlangen 25 Stutz pro Päckchen, Alter. Was. Okay, ich kann es einfach da aufrissen. Ich muss mal mit der Schere nehmen. Ja, ich mache es wahrscheinlich trotzdem mit der Schere auf. Was ich sehr gespannt bin. Und zum Schluss gibt es noch ein. Aber Jungs, come on, really? Ein Chansey Coin, der aus Plastik ist. Juhu, ich liebe es, die sammeln. Ich habe so viel schon von denen, das ist insane. Also machen wir noch die letzten paar Packlets von dem auf und schauen wir, ob wir vielleicht hier. Aber ich wundere mich, hat es hier wirklich keine Reprints, Alter, in diesem Mann? Das kann ja fast gar nicht sein, Mann, Alter. What the hell? So weird, ey. Also, wir gehen schnell durch. Und das sind 4 Jahre. Wir brauchen das nicht unnötig lang an dem. Da haben wir wieder den mit dem geilen Stil von der Karte, der sehr interessant aussieht, meiner Meinung nach. So. 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 Oh, wieder eine geile Energy. Haben wir den da, haben wir den da, haben wir den da. Haben wir da nichts Spezielles. Dann haben wir Darkness, Lugia, Pikachu, der da und wieder der geile Pikachu mit dem Effekt. Cool. Das ist sicher viel wert. Also ja, ich vertiebe es jetzt nicht, das sagen, aber es ist wirklich nur, weil es ein Pikachu ist und wahrscheinlich der. Du hast 1 zu 28 Chance, habe ich das Gefühl, so einen von denen speziell bekommen. Ich glaube, der Pikachu wird wahrscheinlich der höchste Wert sein. Und ganz zum Schluss haben wir überhaupt noch etwas oder ist nicht. Und ein wie, ein Flying Pikachu. Gut. Ja, also schauen wir mal, was in dem drin ist. Also erstens mal schön schauen, wo anschneiden, nicht dass ich da blöd mit der Schere. Und zwar hier. So. Dann. So und. Okay, ich sehe gerade. So. Dann packst du das so aus. Und was ist da drin, was 25 Stutz pro Pack kostet? Oh, really? Das sind die fucking Reprints drin? What? Oh, wow, okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Yikes. Das macht es einen 25 Stutz wert, muss ich ehrlich sagen. Also, ich meine, ja, Reprints sind cool und alles, aber yikes, Alter. Das heißt, die da kannst du ja gerade komplett vermeiden und sagen, ja, ein Pack länger und dann hast du es schon. Das heißt, es lohnt sich ja nur die kaufen. Ich meine, schön und gut, ich habe es das eine Mal gehabt, weißt du. Es ist zwar schade, dass es kein Glurak oder sonst etwas ist. Es ist etwas Besseres als das, weil ich bin kein Fan von dem Pokémon. Das sieht hässlich aus. Aber ja, ganz ehrlich, bleibt nicht im Englischen.
die das sammeln. Ich meine, klar, ich rede mit euch zwei Boys, aber einfach allgemein für mich selber, wenn ich jetzt irgendwie vorher noch weiter Zeugs kaufe. Weil ich habe wirklich überlegt, zwei von denen kaufen. Jetzt, wo ich weiß, dass in denen nur die drin sind. Ja, also das lohnt sich nicht kaufen, wenn du nicht mindestens so einen von denen, wenn ich jetzt den Pack an irgendwo da ist es. Wenn du nicht einen von denen bekommst, lohnt sich das ja basically gar nicht zu kaufen, man, Alter. Weil die bekommst du nur die Anniversary Cards, Alter. Ich meine, das ist ja gut, wenn du nur Anniversary sammelst. Die Frage ist halt eben, wie bekommst du die? Bekommst du die jetzt auch ohne Scheiß nur, wenn du jetzt so etwas kaufst? Weißt du? Das ist meine gute Frage. So, kannst du wirklich jetzt nur kaufen, wenn du die da bekommst? Fertig, die Packlist da. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. Also, wenn wirklich da nur die normalen Anniversary Packs drin sind, ja, ich meine, die haben viel Shit drin, habe ich das Gefühl. Also, das heisst, du kannst auch Reverses und so Zeugs bekommen. Ja, definitiv. Aber ich meine, ihr habt ja gesehen, das meiste habe ich jetzt schon gepult. Also, das gleiche wie im Englischen habe ich jetzt gepult. Wahrscheinlich gibt es ein Secret Rare, wo wahrscheinlich der Mew ist. Alter. Es gibt, glaube ich, nicht mehr. Zeig mal. Die spezielle Nein, also wenn du die anschaust, mit dem normalen, also ich packe mal, das ist jetzt der normale. Entschuldige, der mit dem geilen Effekt dran. Und das ist der normale. Sieht man etwas, dass es anders ist, außerhalb der geilen Effekte. Das sind beide anders. Also, der Name ist immer noch gleich, Pikachu. Genau gleich. Attacks gleich, 10, 30, 25 Anniversary, Attacks. Eigentlich auch alles gleich. Es ist 1 von 28, 1 von 28, E, S8A, ES. Also, interessant. Also, es ist wirklich nur wegen mir. Ja, okay, ich bin jetzt ein bisschen gemein. Also, ich kann jetzt nicht so viel sein, weil englische Reverses haben auch nichts daran, dass du siehst, dass es ein Reverse ist. Du siehst es wirklich nur an der Karte selber. Aber ja, cool, dass ich nochmal ein paar aufmachen kann. Schade, dass es aber kein Dings sind. Wirklich jetzt. Ich bin froh, dass ich nochmal ein Japanisch aufgemacht habe. Aber das ist, glaube ich, das letzte Mal, wo ich ein Japanisch aufmache. Weil wenn du wirklich 25, also das kostet 25 das Pack. Und in Japan, Gott weiß, wie teuer das kostet und wie schwer das sind zu bekommen. Zahlst wahrscheinlich Gott weiß wie viel, Alter. Dann, ja, also, das lohnt sich nicht. Und wenn du zum Schluss halt etwas wie das da bekommst, weißt, dann kannst du gerade sagen, ey, nein, fuck off, Alter, ich bleibe mit Englisch. Ich meine, Englisch kannst du immer noch, wenn du richtig suchst, für 20, 30 Stutz finden. Und wenn du jeden Tag online gehst, wirst du immer auf einmal randommäßig auf einmal sehen, dass jemand jetzt zum Beispiel ein fetter Pack mit 4 Karten das Stück für 20 verkauft, also 4 Packlist. Das heisst, du kannst dann, und dort ist halt die Chance höher, dass du halt so etwas pulst, weißt? Ich meine, wir haben mal ein ganzes Pack aufgemacht mit 8 drin und jede zweite Karte ist so etwas gewesen, deswegen, für mich ist es das mit Japanisch. Also wenn ich wirklich zum Schluss jetzt 2 gekauft habe und ich bekomme nur die, wäre es wahrscheinlich etwas anderes gewesen. Hätte ich gefunden, oh shit, das ist ja viel höher gelagert, oh, ich muss noch mehr kaufen, wahrscheinlich. Und deswegen, Gott sei Dank, dass ich vielleicht den gepult habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich wieder so in einem Loch hineingehen, wo ich jetzt probiere, die ganze Zeit die scheiß Japanischen noch bekommen. Deswegen, ja. Aber die ich habe, bin ich happy. Ich meine, dass ich die habe, die geile Pikachu Reverse, das ist jetzt nicht der, oder? Die haben, bin ich happy. Weil ich bin recht überrascht, wie der Effekt ist übertrieben geil, Alter. Ich muss sagen, mir gefällt es. Aber Jungs, merci fürs Schauen, gell? Und ich wünsche euch, ja, man hört sich, gell? Vielleicht bezüglich des nächsten Pokémon-Video, bevor ich aufhöre. Weil ich meine, das Einzige, was ich auf dem Channel hochlade, sind Pokémon-Videos. Ich meine, wenn ihr Bock habt, ich meine, es sind wirklich nur ihr, die das schauen. Ich meine, wer zum Fick schaut das sonst? Kann ich vielleicht noch mal anfangen recorden, so FF-Sessions mit den Boys und einfach das hochladen, vielleicht uncut oder vielleicht einfach das, was unnötig ist, cutten und rein tun. So. Das würde ich schon gerne machen. Wäre sicher noch lustig, zum einfach mal so rückblickend so drauf schauen. Aber deswegen frage ich euch, oh Mann, das ist wirklich ein geiler Doppeleffekt, nicht? Damn, bro, what the f... Ich bin so abgelenkt, das ist so ein cooler Effekt, Mann, Alter. Damn, Alter. Ey, Jungs, vergiss, was ich gesagt habe. Japanisch sind das Wort. Nein. Aber ja. Wenn ihr sagt, dass ich sollte, dann... Also, dass ich sollte, dass ich auch machen soll, weißt du. Ich meine, das werden wahrscheinlich mehr Videos pro Tag oder so. Ich meine, ich kann euch andere Sachen zeigen, aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt gesehen habt, wie jetzt der neueste Cover vom Final Fantasy XIV Shadowbringers aussieht. So ein paar Bilder zeigen oder so. Ich meine, ja, das ist jetzt auch nicht so interessant. Ich meine,
Für mich kommt er nicht definitiv, Alter. Es ist immer schön zu sehen, wie die Arts ausgesehen haben von dem, aber für den Harris eher weniger, Alter, weißt du? Sagen, ja, aber Gameplay ist sicher immer wieder geil mal aufnehmen. So zum Beispiel, wenn wir jetzt mal wieder das dritte OE spielen und das kann ich hochladen und das wird sicher mal auch wieder geil sein zum sehen oder sonst irgendetwas. Aber sagt mir, ob ihr das gerne sehen würdet. Ich würde wahrscheinlich ein paar Aufnahmen machen, weil ich habe schon das Programm zum Aufnehmen. Es ist ja mit der Grafikkarte schon in Betrieb. Ich meine, Harris, wenn du das sehen willst, musst du einfach zum den Nedimson Channel Giftkrank gehen und dort siehst du, er nimmt ja wahrscheinlich mit dem gleichen Programm auf, wo halt da mit der Grafikkarte mit drin ist. Allzu speziell muss das auch nicht sein. Aber sonst, aber jetzt ist es wirklich gewesen. Also ich habe jetzt genug über Kärtchen geredet, ich habe genug über die mit dem billigen Pool geredet und sonst, Jungs, ich wünsche euch jetzt wirklich noch und bis zum nächsten Mal. Und bezüglich Pokémon, ich habe mich da eigentlich komplett abgelenkt. Wenn auch immer ich den nächsten wenn auch immer ich den Ultra Premium Box bekomme, das werde ich aufmachen. Wenn nicht, sieht man uns wahrscheinlich erst im Januar oder Februar wieder bezüglich Pokémon-Karten. Falls ich nicht im Dezember noch etwas anderes noch in der Hand bekomme. Aber sonst, bye bye.